Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Jetzt sind wir hier in der Rückblende wieder. Gucken, ob es hier 8 Schätze gibt. Mann, oh Meter. Also das nimmt mich immer noch ein bisschen mit von der letzten Episode, dass der Sam der absolute Lischesiecher ist und der Nate eigentlich komplett belogen hat. Das finde ich total heftig. Oh Mann. Der Säckel. Du Lüge sicher, dich spring ich an, ich mach dich fertig. Ja, das wird bestimmt richtig Ärger geben. Es sei denn, die Elena ist jetzt wirklich bei Nate und hat ihm verziehen und ist ihm eigentlich heimlich nachgesticken. Das könnte definitiv sehr interessant werden. Willst du deine Jacke zurück? Wir müssen weiter. Okay, da geht's noch irgendwo hier. Gehen wir hinten rum, ja? Ja, aber erstmal will ich mich umgucken, oder? Umgucken ist immer schön. Ich find's herrlich, wie der junge Nate einfach kaum Kontrolle über seinen Körper hat und so schlaksig durch die Gegend wackelt. Sieht ein bisschen aus wie ein Schimpanse. Ach ja. Okay, da kommen wir wohl nicht rein. Das ist die Vordereingangs der. Gut. Hopp. Na gut, dann müssen wir jetzt doch der Hintereingang benutzen. Oder irgendwo außen rumwatscheln und dann rumklettern. Wird sich zeigen. Aber das haben wir ja noch im Prolog im Hinterkopf, dass die eigentlich ihr Familienzeug zurückhaben wollten. Wobei ich auch wieder interessant finde, die Böse in Uncharted 3, die Hauptgegnerin, hat ja mal sowas angedeutet, sie hätten hochgeforscht und dass die eigentlich, oder dass er eigentlich gar nicht Drake heißt und dass er sich das wohl nur selber erdacht hat oder dass er das gern gehabt hätte. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob da jetzt eventuell was rauskommt über die wahre Herkunft von Denner. Das mich mal interessiere jetzt. Gib mir deine Hand. Ja, gleich. Ich will nur sicher gehen, dass es hier auch wirklich Geschätze gibt. Okay. Dann hoch mit uns. Dann steigen wir so drüber ein. Hier, folge mir. Okay. Dir folge. Na gut. Okay, im Haus scheint niemand zu sein. Und du ist zufälligerweise Fenster auf. Komm, Nathan. Na gut. Dann gehen wir mal da rein. In die gut Stub. Gruselig. Ja, hier. Ich hab noch eine. Gut. Und immer diese Röhre-Taschenlampe, die scheint bei Naughty Dog sehr beliebt zu sein. Suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Ziehen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Die sind immer so L-förmig, diese Taschenlampe, die sie hier bei Uncharted und bei The Last of Us verwenden. Also die scheinen wirklich bei Naughty Dog eine Vorliebe für so eine Taschenlampe zu haben. Hier drin ist nichts. Mhm. Nur ein Schlafsack und noch ein paar andere Sachen. Was steht da? Books. Okay. Und hier? Feldflasche, Seel und Wanderstiefel. Ist es nicht. Kisten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Was ist das? Miss Evelyn, mein Name ist Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventures Lodge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht 100% sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde es mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen, und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im
The Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten. Was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Ja, die japanische Wikinger-Experte. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, die gute japanische Wikinger-Experte? Okay, man konnte das zwar umdrehen, aber da wird wahrscheinlich nur Schrift wieder dabei gewesen sein. Also nichts, was man noch weiter übersetzen könnte. Weil der Brief war ja auch in sich geschlossen und fertig. Ja, das geht. Der kruschelt da wieder irgendwo rum. Ansonsten hätten wir nichts weiter, was wir entdecken könnten, ne? Nö. Aber da ist was. Da können wir wohl runtergehen ins Haus. Miss Evelyn. War das ihre Mutter vielleicht? Und wie finden wir sie? Was? Haben's Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Hatten immer diese pinkfarbenen Anwände. Ja, Pinkfarbene ich weiß, aber Notizbücher. Das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. War die Mutter eine Schatzjägerin wie sie? So wie es ihr Söhne dann auch waren sind? Interessant irgendwie. Ich hätte jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht gedacht, dass wir da wieder zurückkommen an dem Punkt. Für mich war das im Prolog irgendwie abgehandelt, dass man das nicht sehen wird. Aber schade, dass es trotzdem noch so kommt, finde ich. Weil so ist das Kapitel aus der Jugend auf jeden Fall wieder abgeschlossen. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Umdrehen. Nein, das ist nicht von Mom. Relikte von Tokugawa Ieyasu, Kenichiro Namba, Universität Kyoto. Okay. Aber auch auf jeden Fall sehr interessante Sache. Japanische Geschichte und Mythologie ist ja auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Da hätte mich jetzt auch sehr gefreut, wenn wir da ein paar mehr Sachen dazu finden könnten. Aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Klar ist es das. Richtig? Richtig. Und welcher zurechnungsfähige Mensch lässt sei Fenster in einem Haus auf, wo Schätze gebunkert sind oder Hinweise auf Schätze? Naja. Und hier? Haben wir hier eventuell noch irgendwas Interessantes? Sieht noch ein Kinderzimmer aus. Eventuell war das Zimmer von der Buwe. Was sind wir hier? Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hell-orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern, obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde. Klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Ja, besser so, die arme Tiere, die sollten mal lieber in ihrer freie Wildbahn leben. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit der Vorbereitung für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschung abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unseren Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zur Großmutter, lerne fleißig, wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Ah, da ist noch ein Bild. Ist dein Haus? Wahrscheinlich mit dem Kenichiro oder wie er hieß, Namba. Interessant. Das war wohl ihre Mutter. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? Oder war ihr Vater der Japaner im Endeffekt dann? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep. Immer schön arschig. Okay, scheint wohl keine tolle Jugend. Scheint wohl keine tolle Jugend gehabt zu haben, die zwei. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Nur Eltern, die in der Gegend rumgereist sind und archäologisch und historisch und eventuell auch einfach nur als Antiquitätenhändler gearbeitet haben. Das ist so eine Art Sarkophag. Das ist ein Sarkophag. Ein ägyptischer. Jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam. Die sind echt.
Ach, Entschuldigung. Steckt echt was im Hals. Immer noch. Finden es heraus. Okay, was sind sie dann hier für Antiquitäten geklaut, die eigentlich ins Museum gehören? Manometer. Ja, die scheinen wohl das Ganze auch etwas locker gesehen zu haben. Was man findet, darf man behalten und so. Okay, dann noch eine Stillszene anscheinend aus dem afrikanischen Raum. Das ist ein... Ist das ein griechischer oder ein römischer Sarkophag? Schauen wir mal. Hm, das ist römisch. Ja. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Ja, aber wenn, dann ist das so ein römischer Marmorsarkophag aus der Spätantike. Aber, ja, ja gut, teilweise sind die schon so prunkvoll. Aber mit der Szenerie da? Nee, das ist nicht vor 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Das sind keine christliche Symbole, meiner Meinung nach. Also, nee. Das können keine 3., 4. Jahrhundert Sarkophage nach Christus sei unmöglich. Dafür ist die Motivik eigentlich viel zu heidnisch auch noch mit so einem Eros beziehungsweise mit so einem Amor. Nee. Wenn dann 3., 4. Jahrhundert vor Christus. Aber selbst dann sehen die nicht so aus. Dann sind nur normalerweise sehr große Szene drauf, die so überladen sind mit Figuren, dass man eigentlich gar nichts mehr sieht. Dass man wirklich nur ein ganzer Mythos drauf gepfercht hat auf so eine Sarkophag-Seite. Und das hier? Hm, Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Hm. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Nee. Kunst. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Der Stil ist eventuell... Das Museum hier. Der Stil ist eventuell... Ist auch ein Dinosaurier. Yes, das können sie mal aufhören zu babbler. Möglich. Der Stil ist eventuell angelehnt etruskisch. Das sieht man eher noch in einer... das sieht man eher noch Archaik, griechisch aus. Griechische Archaik bis zum Wandel zur Klassik. Wegen der große Ara, wegen der starre. Aber normalerweise wären die immer nur in Front dargestellt und nicht so rundplastisch als miteinander agierend. Also das ist schon ganz merkwürdig. Und etruskisch ist das sicher nicht. Also sorry, das ist nicht gerade gut nachgeforscht. Das ist wahrscheinlich nur irgendwelche Stile rausgesucht, die in etwa so aussehen und es dann als solches verkauft. Kanopen. Cool. Ägyptisches Ushabti in Form von vom Anubis. Auch nicht schlecht. Was haben wir dann da noch? Ja, schon interessant hier. Da ist noch eine Samurai-Rüstung, wie es aussieht. Mhm. Ja. Alter Falter, also jetzt mal ohne Scheiß. Was sind denn das für Kunstdiebe gewesen hier? Hier haben wir nichts mehr, was wir ansprechen könnten. Okay. Geht's nur noch hoch und runter. Gucken wir mal hoch erstmal. Ne, da kommen wir anscheinend nicht durch, oder? Ah, aber da ist ein Schatz. Ich hab's doch gewusst. Ah, Spielzeug-Wasserflugzeug. Oh, haben wir wieder 3 Schätze verpasst. Okay, aber das hat jetzt eher nostalgischer, persönlicher Wert, als dass das wirklich jetzt ein historischer Wert hätte oder künstlerischer Wert. Zack, bricht er die Haxe beim Runterspringen. Hier ist nichts mehr. Und was haben wir dann noch Interessantes? Da ist noch eine Kiste. Hier ist noch eins. Mhm. Der Album. Nein. Das antike Persepolis, Amir Abbasi, Universität Teheran. Ich bin ein Scherzkeks. Schon. Ja, ich habe ihn leider nicht mitgekriegt, ein toller Scherz. Irgendwie bin ich auch froh drum. Wenn einer schon sagt, ich bin ein Scherzkeks, ist das meistens ein Arschloch mit null Humor. Fasnacht, Sachen sehr häufig sowas. Oh, ich bin ein Scherzkeks. Ja, genau. Das sind so Leute, die einmal im Jahr aus ihrer Höhle rausgekrochen kommen und dann gezwungen lustig sind. Mann, 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 Mann. Deswegen hätte ich sowas auch niemals von mir behauptet, dass ich ein Scherzkeks oder lustig sei. Ich gebe halt einfach mal Kommentare ab. Das können manche Leute als lustig erachten und manche nicht. Also insofern Nathan, sieh mal her. Wer passt bin schon. ich? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht.
Ja, nur scheint der Dr. Livingston einen riesen Kopf gehabt zu haben. Ein Wasserkopf oder er hat einen Schrumpfkopf, einen Mikrocephalus. Was ist das doch Schickes? Was Afrikanisches? Bin ich etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Du bist nie zu alt. Ach, so ein Stillszene. Aus dem afrikanischen Raum wieder. Aber das mal als Miniatur. Ja, da waren ein paar gewaltige Spitztitte gehabt hier, die Person oder die Gottheit. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Wow. Das war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Ja, ich glaube auch, dass das Essen hier besser war. Tolle Feste gefeiert. Alter. Fakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Chinesische Krieger. Eine Weile her zu sein. Terrakotta eventuell im Original, eventuell nachgemachtes. Aber so wie ich die Diebe hier kenne, wahrscheinlich was Echtes. Sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Mm, Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. genau. Der ist persisch. Und auch eher ein Paradehelm. Steinschlossbüchsen. Weil das sind wirklich nur Paradehelme. Sowas hat man im Kampf nicht getragen. Es ist heiß da drin. So. Aber auch diese Teile sind auch typisch für die Eisenzeit normalerweise. Da hat man dann an solcher zwei Schnüre hier was getragen. Einfach nur das Dingens um die Ranze rum. Das waren dann so erste Rüstungen, die es in der Eisenzeit so gegeben hat. Mir fällt jetzt aber leider nicht mit der Fachbegriffe die Dinger ein. Ja, Steinschlossbüchse. Interessant. Und ein paar Voodoo-Maske oder ähnliches. Oder generell afrikanische Maske. Was haben wir da noch? Das ist... Wow. Lawrence von Arabien. Mhm. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Sehr cool. Ja, von Lawrence von Arabien haben wir es ja auch im dritten Teil von Uncharted gehabt. Aber ich glaube, wir sind hier irgendwie auf dem richtigen Weg. Fehlt noch was Optionales, denke ich, ja. Dort zum Beispiel. Ah. Evelyn. Wir haben Dienstag und es ist 9 Uhr morgens. Das heißt, es ist Nachmittag in Arabien. Ich hoffe, dass die Hitze erträglich ist. Die Königin von Saba war auf ihrer Reise zu Salomo zumindest in Begleitung ihres Gefolges und ihres Schatzes. Dank meines dämlichen Verhaltens verfolgst du diese Reise nun alleine. Wir waren uns immer einig, dass wir danach streben sollten, ein Leben nach unserer eigenen Wahl zu leben. Ohne Reue und verpasste Gelegenheiten. Am Flughafen waren meine Gedanken nicht bei der Gegenwart, sondern bei der Zukunft. Mir fiel es einfach schwer, das aufregende Leben, das wir auf der ganzen Welt führen, mit dem Leben, das wir zu Hause führen, in Einklang zu bringen. Wie sehr wir uns auch gestritten haben. Ich hätte nicht an deiner Hingabe zu unserer Familie zweifeln sollen. Ich verdiene deine Abfuhr und verstehe, warum du ohne mich gegangen bist. Im Geiste Salomos müssen wir einen Kompromiss finden. Bis dahin wünsche ich dir alles Glück der Welt. Edmund und ich werden sehnlich auf deine Rückkehr warten. In Liebe, Ken. Edmund. Sag jetzt nicht, dass die sich eigentlich andere Namen geben und eigentlich Edmund und was weiß ich, Sigisbert oder was hesen. Nach wie vor großes. Okay, das soll dann wohl was Römisches sein, ne? Hey, sieh mal. Wenn, dann sieht es ein bisschen noch ein gallischer Reiterhelm aus. Na, ich laufe mal ein bisschen jetzt mit dem Helm durch die Gegend. Gucken wir mal, was es hier noch Schönes gibt. Gibt's gleich zwei Sachen, ein Globus. Drehen wir mal ein bisschen. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Und? Wo die ich hingehe? Mal sehen. Indien. Indien. Wir sehen uns das Taj Mahal an. Ich weiß Dreht nicht. sich und dreht sich. Van Uhr. Sowjetunion. Oh Gott. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Also von Urlaub ist Indien ja schon ganz schön, aber dort leben wollte ich, glaube ich, auch nicht. Auf ein neues. Und? England. Windsor Castle. Das wäre cool. Hm. Nicht wahr, Sam? Hey,
Sieh mich nicht so an. Nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Früher erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Ja, spiel's nur runter. Okay. Ein letztes Mal. Und? Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Und leider Gottes auch so viel Armut und Kriminalität. Ich glaube, das wäre auch nichts für mich auf Das hab Dauer. ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? Es ist irgendwie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Alexandra David Neal. Jetzt komme ich dahin. Ja, Lhasa, beziehungsweise in Tibet war er ja auch schon. Aber in Lhasa selber war er, glaube ich, nicht. Okay, hier haben wir jetzt auch nichts mehr Interessantes, oder? In der Küche? Sieh dir diese afrikanischen Masken an. Doch, da ist noch was. Das sind mindestens 3 verschiedene Religionen. Feiern Sie mit uns in der Adventurers Lodge unsere jährliche Weihnachtsgala. 21. Dezember 17 bis 22 Uhr, 17 Uhr Bareröffnung, 18 Uhr Abendbuffet, 19 Uhr Präsentation von Präsident Charles M. Walsh über seine kürzliche Expedition nach Afrika, 20 Uhr Einführung neuer Mitglieder, stille Auktion endet um 21 Uhr. Um Antwort wird bis zum 1. Dezember gebeten. Hier ist auch noch was. Lange nichts gesehen, ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei, Charles. Okay, interessant. Dann können wir jetzt eigentlich auch wieder durch hier zurückgehen, wo... Ah ne, da ist noch ein Zimmer, oder? Ich glaube, das haben wir aber schon durchexerziert, das Zimmer, oder? Ja. Dürften wir eigentlich alles schon durchhaben. Der Weikeller hier, ja. Ja, ich glaube, das war auch schon alles. Okay, da können wir jetzt auch wieder dort hier zurückgehen. Wo es eigentlich auch weiter ging. Und den Helm behalte ich jetzt einfach mal auf. Ja, genau. Da bin ich schon überall durchgeschlappt. Und da war ich auch schon. Da geht's jetzt hier weiter. Boah, Alter. Was ist das da? Eine Turnierrüstung. Französisch. Eine Turnierrüstung. Ja. Französische Turnierrüstung. Das hätten sie sehr gut gekonnt im Mittelalter, die Franzose Turnier. Was hat's dann hier noch? Leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Manometer, das ganze Haus ist wie ein Museum. Und was hat's hier noch? So ganz allein. Die Mutter wahrscheinlich, ne? Adventure Life. Ein Und Drachenbaum. bong. Sieht nach Südostasien aus. Schick. Hier, Sieh dir das mal an. Taucherglocke. Kompass, Sonnenuhr. Und da ist wieder was. Wieder ein Brief. Evelyn, ich bin über die neueste Ausgabe von Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du ein Foto von Edmunds Abschlussfeier. Der Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Es würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle, aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und ich habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht so schnell vorankommst wie sonst, aber eins verspreche ich dir. Du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin alle stolz. Herzliche Grüße, Ken. Das sind aber nicht die Drakes. Garantiert nicht. Und er selber ist im Rollstuhl, der Ken. Okay. Vielleicht war das auch Trennungsgrund, so arschig das auch klingt, aber es ist ja so, bei Leuten, die so aktiv sind, die können da nichts damit anfangen, wenn ihr Partner im Rollstuhl sitzen und verlassen die dann, was ich ziemlich assi finde. Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber.
Und ich höre wieder kaum was. Von dem, was er mir sagen will. Das ist sehr schade eigentlich. Jetzt kann ich immer optional das Gespräch führen. Och, Mann. Dass die immer wegrennen, dann die Knetköpfe. Komm wieder her. Komm schon her. Ich will das Gespräch mit dir... Oh, Mann. Das ist dann ätzend. Da hätte ich das Gespräch führen können und... Nee, nix ist. Scheiße. Nervig, nervig. Ich finde, wenn, dann sollten die optionale Gespräche auch bleiben, dass man es auch wirklich nutzen kann und nicht mal geht hier und dann sind sie wieder fort. Jetzt mal ein bisschen Musik laufen. Etwas Leben in der Bude. Da wollten sie was verbrennen. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo? Ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Erlauben Sie dem Sarkophag, sich zu den Seinigen aus Amenhoteps Gruft in unserem Museum zu gesellen. Ich wollte ihre Sachen kaufen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen. Schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Yes, jetzt babbeln die wieder die ganze Von dem Zeit. Zeug auch nicht trennen. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt, mit dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird, entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter K. G.R. Acquisitions. Ja, es ist schon sehr egoistisch von solcher Sammler, dann solche Dinger für sich zu behalten, wo sowas eigentlich in ein Museum reingehört und Staatseigentum sein sollte. Vor allem von dem Staat, wo es eigentlich herkommt. Samurai. Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Er scheint überrascht zu wirken, dass er das weiß, dass es zu Tokugawa Ieyasu gehört. Okay, was haben wir hier noch? Dass er es immer so rumdrehen muss. Die Maya-Zivilisation. Die Maya, Mark Carrillo, Universität San Carlos de Guatemala. Manometer. Also die ist echt rumkummer. Hat anscheinend wirklich jede Menge Zeug hier arg gesammelt, was eigentlich alles in ein Museum reingehört. Ist noch ein Brief? Oder nee? Wow. Sie kannten Amelia Earhart. Die sagt mir jetzt aber nichts. Amelia Earhart. Oder Earhart. 8. Juni 1937. Meine liebste Ehe, deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße, A. Earhart. Telegramm dann, ne? Alla hopp. Natürlich aber sage ich mache für die Episode jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.